Jo, ich wollte noch jemanden nominieren. Und zwar Bavarian Sky Pixels. Hat auch einen Kanal auf YouTube. Macht viel mit Drohnen. Macht auch schon wieder mehr und mehr Fotografie. Und die Herausforderung für ihn sind 5x36 Milchkanne. Er wohnt ländlich, das heißt, er wohnt Rosenheim, Traunstein, da unten die Ecke, also irgendwo tiefstes Bayern. Und ich weiß, dass da die kleinen Bauern immer noch ihre Milch in den Milchkannen draußen an die Straße stellen. Da kommt immer ein großer LKW, lädt die ein oder füllt die um. Und ja, und irgendwie vermisse ich das. Ich war öfter mal da unten gewesen, ich habe mir das mal angeschaut. Damals hatte ich weder mit Fotografie, ja doch Fotografie schon, aber damals wusste ich nichts mit sowas anzufangen. Hatte ich dieses Projekt noch nicht. Ja, ich vermisse die Milchkannen und deshalb soll Bavarian Sky Pixels jetzt mal Gas geben. Er möchte doch bitte mal ein Bild für mich machen. Nein, 36 Bilder für mich machen. Die 5 davon soll er dann ins Video packen, dass wir sie alle lange angucken können. So, jetzt ist es 8:30 Uhr. 8:30 Uhr ist gerade. Wir haben gerade einen Anruf bekommen von der NASA. Ja, es war nicht die NASA, es war das Pentagon. Wir haben eine Milchkanne entdeckt. Alles für den Dackel, alles für den Klick, alles für den Club. Ganz toll, Olaf, ganz toll. Die Challenge ist Hammer. An jedem normalen Tag Sonnenschein, am Geburtstag regnet es. Und genau an dem Tag finden wir die scheiß Milchkanne. Ja. Aber es gibt kein schlechtes Wetter, nur einen schlechten Fotografen, oder? Also ganz ehrlich, was habe ich verbrochen? Schaut's mal die Scheiße an. Glitschnass. Jetzt fahre ich heim. So, also wir sind auf der richtigen Spur, weil Kühe haben wir schon. Da schaut's, gell? Das heißt, das kleine Hamburger. Lecker Hamburger sind. Wir schauen. Ich überlege jetzt gerade, wen ich als erstes ist. Na, das sind Kälber. Also auf der richtigen Spur sind wir schon. Bayerisch Weißwurst besteht aus Kalbfleisch. Weißwurst. Das war fies. Wenn es ja nicht so gut schmeckt, dann.
So, lieber Olaf, ArtOS, ich habe die Challenge, glaube ich, geschafft. Es war unglaublich motivierend, es war unglaublich schwierig, aber ich glaube, ich habe die 5 Fotos im Kasten. Es ist bei uns kaum mehr möglich, solche Milchkannen, wie du das wolltest, zu finden, weil es gibt bei uns mittlerweile auch keine kleinen Bauernhöfe mehr. Und Milchbauern mit 100 Kühen und mehr, die fangen mit so kleinen Milchkannen gar nicht mehr an. Wir haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, wir haben jeden nachgefragt, ich bin sogar zu dem alten Bauernhof gefahren, wo ich damals aufgewachsen bin. Der ist mittlerweile eine Ruine, was ich sehr traurig gefunden habe. Also es war auch eine Zeitreise ein bisschen in meine Jugend und Kindheit und war ein bisschen entsetzt und ein bisschen, naja, fast schon deprimiert. Durch Glück haben wir dann über 5 Ecken rum einen Kontakt gefunden, der meinte, da stehen immer Milchkannen in der Früh, aber der Bauer ist ein bisschen gefährlich, also der jagt Fremde vom Grundstück. Also das ist recht ein Wilder. Also nicht gerade mit der Schrotflinte, aber so ungefähr. Und wenn ich da hinfahre, soll ich ganz schnell sein und schauen, dass er mich nicht sieht, weil der sonst hinterherfährt. Und ja, das soll recht ein Wilder sein. Also habe ich eigentlich nicht viel Zeit gehabt, ich habe die Milchkanne entdeckt, habe eine Autopanne vorgetäuscht, habe die Kameraausrüstung auf dem Beifahrersitz gehabt, die Tür auf und habe dann ganz schnell ein paar Fotos gemacht und die besten 5 habe ich eingereicht. Genau. Das Lustige war noch, genau die Milchkannen habe ich an dem Tag gefunden, wo ich Geburtstag gehabt habe und es war ein tolles Geburtstagsgeschenk, auch wenn ich klitschnass war. Ich habe zwischendrin mal gar keinen Bock mehr gehabt. Erst dachte ich mir, easy, kein Problem. Doch, es war ein Riesenproblem. Und irgendwie freut es mich, dass ich es geschafft habe. Es war sehr motivierend, jederzeit immer. Es war fordernd, motivierend. Hat sehr viel Spaß gemacht. Also schaut es beim Olaf, beim ArtOS auf dem Kanal. Der wird immer wieder mal eine Nominierung starten. Vielleicht sogar jemanden Bekannten, aber soweit ich weiß, ist das noch nicht ganz sicher. Aber wenn der die Nominierung annimmt, können wir uns auf richtig tolle Fotos freuen. Die Links vom Olaf, vom ArtOS, stehen natürlich unten drin, auch vom Instagram. Schaut unbedingt auf seinen Kanal. Auch Instagram, die Fotos, was der Olaf da abliefert, einfach genial. In diesem Sinne, mir hat es sehr viel Spaß gemacht und für jeden, der Interesse hat und Bock hat, sollte er mal eine Nominierung kriegen, macht es auf alle Fälle. In diesem Sinne, ciao, ciao.